Läuft das Band? Ja, ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag lief Lükscher zu Hus und unterwegs. Schön, dass da sit. God save our gracious King. Long live our noble King. God save the King. Send him victorious, happy and glorious, long to reign over us. God save the King. Ja, lief Lükscher, dat war dem Hermann sing Original Cologne Englisch. Nicht, dass der Eindruck hat, ihr seid im verkehrten Podcast gelandet. Ihr seid hier richtig. Ja, also an das King muss ich mich ja noch gewinnen, nach all der Jahrzehnte mit Queen, ne? Ja, ich schlöf, das müssen wir all. Und nicht Mieze, der King selbst, ne? Auf schönste, das ganze Leben drauf gewartet, König im Wartestand. Er war noch so noch lange zick. Also, ich kann mir ja selbst überhaupt nicht vorstellen, dass es sich geändert hätte. Ich habe ja nie ohne die Queen gelebt. Solange ich lebe, ist die Queen dran. Ich bin 61 geboren und die Queen, man wusste ja, dass sie Königin werden sollte. Er war wieder 1952 alt. Ob das Schiff geklommen ist, hätte der Vater sie noch fortgebracht. King George VI. War das, ne? Ja, das. Und dann ist es mit singem Philipp losgefahren, als Prinzess losgedüst und ist als Königin wiedergekommen. Wo war die dann? In Kenia. Die hätt noch nie für gehabt, aber die Mut ja dann vorher nach Hause kommen. In Kenia? Bah. Ja, und wie das passiert ist, dass der gestorben ist, konnte man ja nicht einfach ein Mail schicken oder ein WhatsApp-Nachricht. Ja, das war ein Problem. Man konnte an sich telefonieren oder weiß ich was. Man konnte ein Telegramm schicken. Aber das hier war ein Problem. In Kenia kommt die Botschaft zwar an, aber kodiert in der Geheimschrift. Und die konnten die Engländer selbst nicht entziffern. Warum? Sie hatten den Schlüssel vergessen von dem Codemaschine, die eingeschlossen war. Hatten sie vergessen, mit nach Kenia zu nehmen. Und da sind sie nur durch einen Reporter, der das mitgekriegt hat, wurde, dass der Vater, der King Georg VI. Gestorben war. Wie, das haben die dem selbst dann beigebracht? Nee. Ja, so ist die Überlieferung nach meinem Wissensstand. Also ich habe das jetzt noch gelesen, dass die Königin selbst nicht da dran war und das haben sie dann dem Philipp verzahlt und der musste ihm beibringen. Und dann haben sie gesagt, sie möchten ja dann wieder nach Hause fahren und da war noch irgendeine entfernte Verwandte dabei, die hat direkt eine Knicks gemacht und hat gesagt, du bist jetzt meine Königin. Ja. Vielleicht ist das ja auch noch, was man so erzählen date. Wie alt war der eigentlich, der George VI.? Oh, der war ganz jung, der war 56, der war richtig gesund und man sagt, er hätte einen Thrombose gehabt, dass der so pumphaft gestorben ist. Ich stelle das für, das wird wohl nicht mehr passieren, ne? Ja, und auch, dass es so lange dauert, dass der Luke das wisse. Also in England, die Menschen, die wussten das ja vorher wie die Königin selbst, dass sie Königin war. Aber jetzt, wie sie gestorben ist, das ging ja im Robe die Dub die ganze Welt. Weißt du, das müssen wir erzählen, wir waren in der Wirtschaft und haben ein Häppchen gegessen und ob einmal am Tisch nebenan waren so 10, 12 Lükscher, die stunden ob, hatten allen Schabausgläschen in der Hand, da hatte ich früher ja nicht mitgekriegt, sind abgestanden und haben in bestem Englisch die englische Hymne gesungen, er war noch nicht mit dem King, er war mit der Queen, und haben sich wieder hingesetzt. Ja. Und da habe ich direkt gesagt, die Queen ist gestorben. Und da habe ich es im Handy neu geladen und so war es auch. Ja. Also Leute, die wir ja nicht gekannt haben, da haben wir noch mitgesprochen. Ja, und die haben das auch gesagt. Sie konnten nie gelebt, ohne dass die Queen am Leben war. Ja. Wie könnte das dich so stark touchiert mit der Königin, mit der Elisabeth? Also ich kann es mir vorstellen, und so war das auch mit den Leuten, die da am Tisch gesungen haben.
dass das irgendwie so ein Stückelchen, das letzte Stückelchen Putezick ist. Die war ja auch Bestandteil von meiner Putezick. Ich kann mich drauf besinnen, wie das in Deutschland ob Staatsbesuch gewesen ist. Ja, Moment, du hast eben gesagt, das heißt also, du warst doch 4 Jahre, wie die Elisabeth nach dem Krieg das erste Mal nach Deutschland kam. Ja, das ist ja nicht ungewöhnlich. Du hast doch auch erzählt, dass du dich darauf besinnen kannst als Kind, wie der Chamberlain in Köln gewesen ist, ne? Ja, das ist wahr. Das war 1939, bevor der Krieg angefangen hat. Das war noch ein letzter Besuch vom Chamberlain. Da kam ich habe in Riel gewohnt, in der Putezick. Da kam der Chamberlain in einem offenen Auto von Neil, von der Fortwerke, war ja amerikanisches Unternehmen, von der Neil über die Boltensteinstraße nach Köln und ist da empfangen worden. Und ja, wie man weiß, September hatte man Krieg. Aber du warst nun, also ich war 4 und der Staatsbesuch, das weiß ich noch wie gestern. Also ich durfte das auch, wir haben sonst nicht viel gehabt mit dem Fernsehen, aber das durfte ich im Fernsehen jeden Tag belohnen. Wann das irgendwo in Deutschland wieder angekommen ist, natürlich alles in Schwarz-Weiß. Und auch bei meiner Oma, bei meiner Groß, habe ich dann so in die Blätter gelurrt, konnte ich ja noch nicht lesen. Aber vielleicht ist es auch noch ins Neue gekommen, weil die auch Elisabeth hieß, dass ich mich dafür mehr interessiert habe, wie für die andere Königin. Mhm. Und was hast du davon behalten? Ja, also die Bilder, vor allem die Blute. Ich meine, hier kann ich eine andere Geschmack. Er war als Kind mit der Hötscher, die das gehabt hat, dann hätte der rosa Wölbchen gehabt und direkt eine rosa Hut dabei. Da habe ich alles schick gefunden. Und die Bilder, wo es im Schloss Bröle rumgelaufen ist, da hätte es wieder eine andere Hut gehabt. Und die Bilder, die weiß ich noch. Mit dem Lübke und Singer Wilhelmine ist es da rumgelaufen. Und dann hätte es auch so schön lange Kleider gehabt für den Abend. Und da habe ich die Idee gehabt, ich wollte später auch so rumlaufen und entweder Königin werden oder vielleicht später Bejinge, weil die beide lang Kleider gehabt haben. Ich meine, das hätte jetzt beide nicht gefloppt und das ist auch Jode so. Aber das hat mir einen großen Eindruck gemacht. Ja, ich kann mich auch erinnern, es war ja das erste Mal 1909. Da war das letzte Mal eine englische Königin in Deutschland. Ich habe zwar nicht am Straßenrand gestanden, aber auch im Schlufferkinder konnte man das besonders sehen. Es war das erste Mal, also ja, 20 Jahre nach dem letzten Krieg, also von 45 bis 65, da war dann so wichtig, dass man sich in Freundschaft wieder begegnen konnte. Und dann ist es hier durch Köln gelaufen? Gelaufen nicht. Gelaufen ist es nur von der Reina. Sind in einem offenen Mercedes, der extra von Stuttgart aus gepanzert wurde, wohl, nehme ich an, durch Köln gefahren sind. Und zwar 5 Kilometer Strecke haben sie abgefahren. Und der Neffe saß voller Stolz, der Theo Borauen, der unvergessliche OB zu der Zeit. Und dann der Frings, bitte, wer kennt denn nicht unsere Kardinal, der Frings. Der hätte sie dann im Dom empfangen, wo sie sich länger abgehalten hat. Übrigens sind da überhaupt keine Aufnahme, keine keine Filmaufnahme zugelassen wurde. Sie wurde also richtig privat. Das ist ja selten, ne? Ja, Hatte der Queen dann in Köln gefallen? ja, die haben sich erg viel Mühe gemacht. Also ja, vorher wurde das vorbereitet. Und sie haben so ja Konfetti geschmissen. Das war, wie sagt man, war überhaupt nicht vorgesehen. Ne? Aber die Kölscher haben sich doch nicht daran gestört und haben Konfetti geschmissen. Und ja. Also, und man sagt, der Borauen hat dann versucht, der Königin beizubringen, wie Norma durch die Römer verwandt wäre.
oder jedenfalls verbunden wäre. Und zwar der Kaiser Claudius. Wie der Kaiser Claudius, das war doch keine Engländer. Was hätte der dann Wie der damit zu Kaiser tun? Claudius in Köln, der Oppidum, Agrippinensium, so wie gegründet hat, da ist er ja dann anschließend nach der Insel gefahren und hat da die Colonia Britannia gegründet. Und das war auch der Kaiser Claudius. Und da hätte dann gemeint, da hätte doch schon zur Römerzigen Verbindung zu den Engländern bestanden. Finde ich irgendwie nett. Ja, sich an. Ja, es hieß ja noch, es war von Köln aus, ich weiß nicht, ob das der Besuch war oder noch eine, dass es auch nach Düsseldorf gefahren ist. Ne? Ja, das war auch in der Zeit. Die Da war kann ja man- 11 Tage, war die ja in Deutschland, vom 18. Mai bis zum 28. Mai. Und von hier aus ist sie dann in der Zug geklommen und ist nach Düsseldorf. Aber jetzt bis ins Ehrlich, ich weiß es wirklich nicht, was hätte die da gesagt? Ja, ich hier uns schön Stadt und dann noch der Dom und dann in Düsseldorf. Also man hätte nicht gehört, dass sie irgendwie beschädigt geworden wäre. Ne? Nee, ich han nicht neu gelort. Ich konnte es ja nicht löwen. Es hätte eine Modenschau gesehen. Ach so, ein Modenschau. Okay, ist genehmigt. Ja, ne? Ich meine auch. Also, ich meine, grundsätzlich ist es ja eine stressige Job, so ein Königin zu sein, ne? Wieso eine stressige Job, die kann schön verreisen, Besuch hat sie genug kriegen, Personal im Haus, die Motte Trappen nicht selbst putzen und. Er war immer fremde Lück im Haus, nie so richtig privat. Da hätt man doch gesehen, wie der Diana gestorben ist. Ja, das war eine schlimme Sache. Ja, das war schrecklich. Überall die Paparazzi, die Fotografen. Und die konnten sie ja wirklich ganz oft im englischen Königshus, da konnten sie ja viel fotografieren. Da war ja Luther jetzt los, ne? Ja, das kann man so sagen, da war Luther jetzt los. Also, das habe ich bewundert, wie die Königin das hingekriegt hat. Ich, der Charles mit dem Camilla und die 1000 Verzelcher, die davon Joff und das N im Stress mit der Scheidung und dann am Ende noch der Andrew, so ja, ohne Uniform beim Begräbnis, soll irgendein Skandal gehabt haben. Also, der Queen, Wer hätte jetzt der Prince Andrew. Also, Dann haben sie sich über dem sing Frau lustig gemacht, Fergie ist a Fetti und so, ja, das war richtig widerlich. Und der Queen hat sich nichts merken lassen. Wirklich der Fels in der Brandung. ja, das kann man wohl sagen. Der Philipp, sagt man ja, der war immer 2 Meter hinger, dann Elisabeth, aber sie müssen sich gut verstanden haben und die hat sich auch uns geäußert, dass der Prinz Philipp ein Leben lang ein Stütz für sie gewesen ist. Ja, ich habe das gelesen, das muss ja arg romantisch gewesen sein, wie die sich kennengelernt haben. Da war es ja echt Rücksen. Also, ich habe gelesen, sie haben sich auch vorher allens gesehen, ob irgendeiner Hutzig und dann auch, wie dem Elisabeth, sein Vater, gekrönt wurde, ist. Aber das war ja nur so von Fans und da war ja auch wirklich noch ein Kind. Aber mit Rücksen, das war arg romantisch. Es war nicht Zufall. Also sie war mit der Älteren 39 in der Marineschule und hat die belurt und da sollten 2 andere Soldaten mit dem Mädchen sich unterhalten. Und die haben aber Mums kriegen. Und da war er an der Reihe. Und da jedet Fotos von der Date, der so richtig von der Sick aus beloren und es sieht echt romantisch aus. Auf schönst man ja vom Philipp sagt, dass er nicht so jod trocken war. Manchmal war er echt rough, ne? Also ja. Der war aber auch lustig, ne? Der konnte so richtig Witze machen, auch wo er nicht so angebracht war. Ja, es war manchmal hart ob der Grenz, ne? Jedenfalls sollen sie sich geschrieben haben und es war aber ein Problem. Also, der war griechisch-orthodox, Geld hätte auch keins gehabt und dann auch ausgerechnet noch deutsche Wurzeln. Also, da wurde er nicht gut gelitten.
Aber dann ist er konvertiert und das war alles der Schritt in die richtige Richtung für die Engländer. Ja, und der Philipp Mott dann bei der Navy, bei der Marine, bei der englischen Marine abhören. Bei der Navy, das Navi ist ja anders. Ja, okay. Bei der englischen Navy abhören. Mott sich dann zurückhalten, was dem offensichtlich nicht schwer fiel. Jedenfalls, wenn sie in der Öffentlichkeit waren. Privat haben sie sich wohl bestens verstanden. Ja, zurückhalten, tät die Queen sich ja auch. Also wenn man so eine Königin ist, darf man ja auch keine richtige Kommentar machen zur Politik, muss man nur freundliche Sicht machen und das Parlament eröffnen. Aber es hätte sich ja so direkt auch zum Brexit und so jetzt überhaupt nicht geäußert, ne? Ja, also Jota, du nicht Königin geworden bist, für dich hat es ja nichts. Du, so ein Job war für dich nichts gewesen. Wenn sich hätte Schnüss nicht halten können. Das wollte ich nicht so direkt sagen. Aber sie konnten trotzdem durchblicken lassen, was sie gedacht hat. Also das hat mir eine große Eindruck gemacht und da bin ich nicht der Einzige. Das ist ja wirklich nicht erfunden. 1998 ist ja damals, wo der noch Kronprinz von Saudi-Arabien, der Abdullah, ist er vorbeigekommen auf Staatsbesuch und dann haben sie eine Türchen gemacht und der Chauffeur kam mit dem Jeep angefahren und in Saudi-Arabien war damals verboten, dass Frau Auto fahren täte. Und die Queen hätte sich nicht nehmen lassen, der Chauffeur ist ausgestiegen und die Queen in der Ware geklommen und dann sind die abgefahren. So sind wir aber jetzt in das Verzelle gekommen. Jetzt anders. Kannst du dafür stellen, hier in Deutschland eine Monarchie zu haben, ein König oder Kaiser? Oder Königin. Also eigentlich nicht. Ich finde das alles echt interessant und man kann sich das ja auch so ein bisschen belohnen. Aber hey, da kann ich mir absolut nicht vorstellen. Es ist manchmal feierlich und manchmal ist es ein bisschen jeck. Aber für uns hier in Deutschland, nee. Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Oftens wenn er nach Dux fährt, jeden Tag unser letzter Kaiser, der Wilhelm II. Süd, auf der Hohenzollernbrücke, auf so einem Sockel, auf so einem Pilaster von 5, 6 Meter hoch. Das ist doch, ja, das ist ein Problem, ne? Ja. Also das ist ja für 2 Jahre erst wieder in das Gespräch gekommen, wo die Initiative da war mit dem Black Lives Matter. Da haben sie auch endlich wieder dran gedacht, was in der Kolonialzeit hier passiert ist. Es war ja höchste Zick. Ich meine, das ist klar, so haben früher nicht viel davon gesprochen, weil es so viel über den Nationalsozialismus abzuarbeiten darf, dass das ein bisschen in Vergessenheit gerade ist. Ja gut, aber dann direkt das Denkmal so voll speuzen, ich weiß es nicht. Ist doch auch eine Erinnerung an die Geschichte. Eine Tafel, wenn man die da auf dem Konsol anbringen täte, das täte doch auch. Ja, ich weiß nicht, oft müssen wir vielleicht noch uns verklären. Wir haben uns da halt drüber ausgetauscht. Da haben sie in der Nachlüge, die man nicht gefunden hat, da Denkmal unge so an dem Podest angemalt. Und da ging es her, auch im Internet, dass man Pro und Contra der Diskurs gemacht hat. Was du jetzt, ob man die bestrafen soll, ob man das abfrießen soll, weil die Deutschen da so viel Mist gemacht haben. Und die Stadt hat sich damals auch bedeckt gehalten und hat auch irgendwas von einer Gedenktafel gesagt. Es ist natürlich allgemein die Frage, was mäht man mit so Denkmälern auch mit der Straßennamen? Hätte ja keiner mehr Lust, in der Josef-Goebbels-Straße zu wohnen oder in der Adolf-Hitler-Straße. Das hätte man direkt umtauschen. Aber wie geht man damit? Da möchte man im Ihrefeld oder in Nippes eine ganze Röttstraße umbenennen. Also möchte man vielleicht ein bisschen länger noch und im Einzelfall drüber sprechen. Ja, wenn man so über den Tellerrand schaut. In der letzten Woche, was im Baltikum passiert, die Lügscher, die fühlen sich ja auch bedroht und
riesen alle Denkmäler auf, die irgendwie an der Sowjetunion erinnern, wo es ihnen nicht so gut ging. Riesen sie die Denkmäler vom Sockel und bringen sie irgendwo, weiß ich was, dass sie nicht mehr gefunden werden. Jetzt haben wir ein ganze Zeit von ganz ernsten Fragen hier angestuppt und da kann man lang drüber nachdenken und sich genau informieren und dann, das kann man auch auf Kölsch sich darüber austauschen. Für Höck geht das allerdings arg weg und normalerweise, wie wir in Köln so drauf sind, tät man das Ganze so ein bisschen aufbe und sagen, wir haben ja hier 3 Könige, die sind doch ganz unproblematisch, das sind die heilige 3 Könige im Dom. Ja, und nicht zu vergessen, wir haben auch noch Prinz, Bauer, Jungfrau. Also noch nicht in seiner Königin, aber eine Prinz. Und der Prinz, um deutlich zu machen, der hat auch kein Zepter in der Hand, der hat einen Pritsch. Und auch für der faste Lovensprinz jedes Lov und Ehr. Also apropos Ehr. Jetzt sind wir direkt mitten im Kölsche Sprachkurs. Der Dritte, aufgepasst, jetzt wird Kölsch gelehrt. Ja, die Ehr ist natürlich die Ehre. Und damit hätten wir, wenn es um Denkmäler geht und mit den Königen, hätten wir immer zu tun. Ja, man sagt der König, aber die Königin, da fällt für ein Beispiel das N fort, nur so nebenbei. Da geht es also, wenn man eine Monarchie hat, die Hütere, so ja die ganz Bove, das sind die Böverste, und dann das Volk. Da kommt so ein leicht dazwischen, wie in Milch. Das Volk, Das ja, Volk, kann man so genau. sagen. Ja, die kommen dann daher, staats- und stödig, das heißt, sie kommen in Mach und Brach daher. Das ist ja so ja noch ein kleines Rühmchen. Die Königin hat der Hals auf eine Perlenkette Ja, oder ein aus Gold, oder Silber. aber ganz bestimmt ein mit Diamanten, mit hartem Tee. Wie dilettantisch. Und um das, um Kopf Ja, natürlich. Ja? Ja, Hansen Kron. Und sitze um Thron. Thron. Und dann aus Fingem Postelingen esse. Ja. Und ein Knickschen machen, salutieren und sich verneigen. Ich glaube, das müssen wir nicht übersetzen. Ne? Das versteht sich von allein. Und wenn ihr vornehmt, wo weht man all das hier war, ob Kölsch? In der Boulevardzeitung, wenn man es freundlich seht, oder sonst? Am Kiesplätsche. Jetzt hoffen wir, dass ihr euch königlich amüsiert habt und vielleicht majestätisch an das Nachdenken gekommen seid. Nehmt auf jeden Fall die Queen um Kölsche Pät in eurem Hetz mit in der Herbstferie und blieft gesund. Tschö.